What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. I'm blowing the day to take a walk in the sun and follow my face on somebody's new mode lawn. Jahrelang sucht das Architektenpaar Andrea und Reinhard Engelbrecht nach seinem Traumhaus und findet es schließlich in Niederbayern. Ein alter Bauernhof, renovierungsbedürftig, aber mit Potenzial für eine außergewöhnliche Erweiterung in der Scheune. Und dafür, so beschließen sie, wollen sie sich viel Zeit nehmen, viel selbst machen und möglichst ressourcenschonend bauen. Was die Engelbrechts noch nicht ahnen, obwohl beide als Architekten vom Fach sind, hiermit beginnt für sie ein Abenteuer, das sie über Jahre begleiten wird. Die Ortsnamen geben einem ein bisschen zu denken, bedeuten aber nichts anderes, als dass hier ein alleinstehender Hof stand oder noch steht. Tausende Kilometer haben die Engelbrechts auf der Suche nach ihrem Traumobjekt bisher zurückgelegt. Wir sind viel umgefahren. Also was haben wir alles gesehen? Ach, Mühlen im Allgäu, Gutsverwalter, Schlösschen in Franken, Bauernhöfe im Bayerischen Wald, im Oberniederbayern, Tirol. Und dann habe ich irgendwann mal eine Seite entdeckt vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, verkäufliche Denkmäler oder so ähnlich heißt die. Und auf dieser Seite gab es eben etliche Sachen, die wir uns angeschaut haben. Und da waren sehr, sehr interessante Sachen dabei. Dann sind wir irgendwann in Niederbayern gelandet, haben dann ein paar Mal mit unserem Auto in dem Hof übernachtet auch. Das durften wir dann netterweise. Haben uns die Gegend so ein bisschen angeguckt und alles zusammen, ja, haben wir dann gemerkt, dass wir uns da, glaube ich, wohlfühlen können. Und ja, das Haus hat irgendwas gehabt. Dann war es eben auch in einem Zustand, wo wir uns damals gedacht haben, dass wir das irgendwie packen können, also mit unseren Möglichkeiten. Da ist es also, das zukünftige Traumhaus. Ein denkmalgeschützter Einfirsthof aus dem 18. Jahrhundert. Wohnung, Stall und Scheune unter einem Dach. Später erweitert um einen größeren Stall und 2 kleine Nebengebäude. Den Wohn- und Stalltrakt wollen die Engelbrechts restaurieren. Dabei soll und darf der historische Charakter des Hofes jedoch nicht verloren gehen. Und sie wollen vieles selber machen, aus Kostengründen, aber auch, weil sie die Herausforderung reizt. Und in der Scheune planen sie ein Haus im Haus, genau genommen 2 gläserne Kuben zum Wohnen und Arbeiten, nach außen weitgehend unsichtbar. Seit fast 2 Jahren pendeln sie nun schon zwischen München und Mollnöd. Das ist unser erstes Tier sozusagen, ne? Und ein bisschen sind sie schon angekommen. Aber Engelbrechts haben nicht nur die Katze von den Vorbesitzern übernommen, sondern eine ganze Scheune voll mit alten landwirtschaftlichen Gerätschaften von vermutlich musealem Wert und, soweit aus Holz, vom Wurm befallen. Und warum muss es ausgerechnet ein denkmalgeschützter Bauernhof sein? Auf dem Land ein Grundstück zu finden, ist schwierig. Also einfacher sind irgendwelche ausgewiesene Neubaugrundstücke, die die Dorfgemeinden ausweisen, aber das kam für uns nicht in Frage. Und mitten in der Landschaft bauen geht nicht, geht Gott sei Dank auch nicht, wird ja sehr streng gehandhabt. Und dann kommt man fast zwangsläufig eigentlich auf alte, bestehende Häuser und Denkmal dann auch, weil uns einfach Denkmal ja, vom Bauen her interessiert hat.
Die beiden Glaskupen sollen hier in der Scheune entstehen, eine ähnliche Höhe haben wie die vorhandene Holzkonstruktion. Aber erstmal muss Platz geschaffen werden. Dieses alte Stroh ist noch von dem ehemaligen Bauernhofbetrieb, die Reste. Und es muss ja alles raus, weil hier ja der neue Wohnteil hinkommen soll. Und so geht's mal los, dass jetzt das alles mal raus muss. Was einfach brauchbar ist, was zu dem alten Haus gehört, was aufhebenswert ist, das heben wir alles auf. Muss man noch reparieren, reinigen. Und dort, wo noch Platz ist, einfach stehen lassen, damit ein bisschen die alte Zeit mit dokumentiert. Ne? Der gewagte Plan: die Glaskuben werden aus alten Fenstern gebaut. Wo früher Schweine und Kühe standen, warten sie jetzt auf ihren Einsatz als Neubau. Upcycling der ungewöhnlichen Art. Geplant wird das Ganze in München, in der zum Büro umgebauten Garage der Engelbrechts. Doch genau genommen ist der Neubau hauptsächlich das Projekt von Andrea Engelbrecht. Da sieht man jetzt den ganzen Hof mit dem Wohngebäude, dem alten, mit anschließender Scheune. Die Stube ist an der alten Stelle geblieben. Dahinter die Küche, die wir auch wieder als Küche nutzen. Und in die ehemalige Speis haben wir ja ein ganz kleines Badezimmer eingebaut. Dann geht man nach hinten, sowohl vom Stall als auch von diesem kleinen Durchgang her und kommt in die Durchfahrt, die ja offen bleiben soll. Also das ist ja dieser hohe Teil mit den großen Flügel- bzw. Schiebetoren. Und dahinter die Scheune, und da soll dieser neue Hausteil reingebaut werden. Etwas dunkler der eigentliche Wohnraum oder beheizte Wohnraum, und im Obergeschoss geht es dann weiter. Dieser Teil ist zweigeschossig, der bleibt offen, und oben nochmal ein Wohnteil, der sich dann bis an die Nordseite, also an die Giebelseite durchzieht, sodass man hinten vom Wohnteil aus dann auch ein Fenster direkt in dieses Tal hätte, was sich dann hinten anschließt. Und rausgezogen noch ein kleiner Alkoven, der hier auch die alte Fassade durchbricht, nur in dem Teil. Ansonsten bleibt man ja mit der Hülle, folgt man eigentlich dem alten Volumen der Scheune. Hört sich doch vielversprechend an. Aber immerhin ist das Gebäude denkmalgeschützt. Darf man denn da so einfach etwas Neues reinbauen? Es ist einfach doch ein relativ einfaches Bauernhaus, was wir in der Grundstruktur auch erhalten. Insofern gab es davon auch eigentlich nie so furchtbar viel Schwierigkeiten, weil wir eben gesagt haben, wir möchten von dem Alten bewusst sehr, sehr viel lassen. Und die werden zum Teil auch zu Unrecht verteufelt. Also dass viele Leute sagen, ach, Denkmalschutz, um Gottes Willen, da dürfen wir überhaupt nicht mehr machen, was man will. Also so ist es eigentlich nicht. Man sollte natürlich, wenn man so ein denkmalgeschütztes Haus erwirbt und das dann auch verändern möchte, grundsätzlich natürlich das Alte schätzen. Also für Bauherren, die das am liebsten wegräumen wollen, für die ist natürlich der Denkmalschutz ein Riesenärgernis. Wenn man mal bewusst durch die Landschaft fährt, dann fällt einem auf, dass gerade alte Häuser zuhauf überall rumstehen und an sich völlig verkommen. Und dann haben wir uns schon irgendwann gedacht, Mensch, das ist einfach unglaublich schade, was da so verschwindet. Jedes Wochenende kommen die Engelbrechts nach Mollnöd, legen bei der Restaurierung selbst Hand an und probieren alte Techniken aus. So wollen sie hier und da den ursprünglichen Lehmputz erneuern. Ja, machen wir mal gescheit viel, oder? So. Da sieht man schon, wenn man da reinschaut, das ist also Lehm, Sand und dieses Gehäcksel. Und dieses Strohgehäcksel, das ist wie eine Armierung. Das heißt, dadurch wird der Lehm wie ein Beton mit den Eisen, wird der über diese Fasern sozusagen gehalten.
kann das relativ schnell lernen. Es ist wie Kuchenbacken. Ja, der darf ja nicht zu nass sein. Also der muss so richtig wie so feuchte Erde eigentlich sein. Ne? Oberhalb des ehemaligen Stalls und zukünftigen Wohnraums wartet ein Galeriezimmer auf seinen neuen Putz. Aber zunächst müssen die Fugen mit Lehm und Werg abgedichtet werden. Wir machen das so, dass wir, nachdem das Holz so beschädigt ist, wird es mit einer Schicht Lehm überzogen, die Fugen sowieso nochmal neu ausgestopft und später wird dann ein richtiger Lehmputz mit ein bisschen Wärmedämmung aufgezogen. Also das hatte ja hauptsächlich auch den Sinn, dass die Fugen dicht sind. Das heißt, dass der ganze Blockbau winddicht ist. Darüber hinaus schützt Lehmputz die Holzbalken auch vor dem Hausbock, im Larvenstadium bekannter als großer Holzwurm, den man tunlichst verhindern sollte. Lehm ist ja ein sehr angenehmes Material. Also man scheut sich jetzt nicht da reinzugreifen. Das wäre jetzt anders mit Zement oder auch Kalk, den wir hier auch viel verwendet haben. Kalk ist natürlich jetzt, also in Kalkputz sollte man jetzt nicht einfach mit den Händen reingreifen. Also der Lehm ist natürlich wesentlich hautfreundlicher. Insofern ist das eine ganz angenehme Arbeit. Ja, ist sehr plastisch, also es macht eigentlich schon Spaß. Wobei diese großen Mengen, also wie gesagt, da schalten wir da eine Firma ein, weil es gibt natürlich heutige Maschinen, die den Lehm fertig mischen und dann wird der hier hochgepumpt und mit einer Spritze wirklich aufgebracht. Gekonnt ist dann eben doch gekonnt. So. Und dann stellt der Einbau eines neuen Türrahmens vom späteren Wohnzimmer zur Durchfahrt Bauherren und Handwerker vor eine unerwartete Herausforderung. Das ist ja Putz da oben. Das ist Putz, das war glaube ich. Naja. Ich sag mal, mir kommt man da schon nur die 3 cm oder was gewinnen vielleicht. Ja, das wäre natürlich schon. Wenn man den Stor bearbeiten kann. Und da ist ja auch der Stein. Probieren wir es mal. Da ist auch der Stein im Weg dann. Der da. Da wird nicht viel gehen. Ist das jetzt ein besonders harter Stein, das da? Weil das sieht jetzt nicht sehr erfolgreich aus, oder? Was ist das für eine? Also das habe ich noch nicht so richtig rausgekriegt. Ich wollte hier mal einen Steinmetz fragen. Das ist in jedem Fall sowas wie ein ganz fester Granitkneis, ganz feiner. Ja. Und der kommt hier in der Gegend vor, ungefähr, was weiß ich, in 10, 12 Meter Tiefe und kommt da hinten, wo so ein Hügel runtergeht, kommt der zutage. Und auch in den Wäldern, wenn man hier rumgeht, dann liegen teilweise diese Steine herum. Und die haben schon eine Technik früher gehabt, dass man sie irgendwie so spaltet und so weiter. Aber man kann, also so großartig. Das Fundament schon natürlich toll. Man kann es auch nicht schneiden. Auch nicht schnell. Nee, da gehen alle. Darum werden wir fast Ja, dann muss man es halt das vorbauen. wusste ich schon, dann muss man das halt macht ja nichts. Wobei es wirklich auch Granit bei diesem Teil. Normal ist hier nichts auf dieser Baustelle, auch nicht für einen erfahrenen Metallbauer wie den Sedelmeier Sepp. Es ist jetzt eine außergewöhnliche Sache, die ganze Geschichte da. Ja. Es tauchen immer wieder Überraschungen auf. Man kann jetzt da nicht hergehen und sagen, her und rein, sondern man muss da schon ein wenig mit im Voraus planen, sage ich mal. Und die ganze Geschichte ist ja ganz vorhersehbar, ist das nicht. Man kann jetzt da nicht sagen, es ist, wie soll ich sagen jetzt?
Ist nicht 0815, oder? Das ist nicht 0815, nein. Nein, ist überhaupt nicht. Aber am Schluss passt dann doch alles. Ja, ich fungiere hier als lebendige Schraubzwinge. Aber muss man wirklich ein Lob aussprechen, das kann man nicht mit allen Handwerkern so machen. So besondere Baustellen haben immer wir zwei. Ja? Wenn er anfasst, ja. Schon viel mitgemacht, gell, Sepp? Ja. Und dann, der Sommer ist ins Land gegangen, geht's ans Ausräumen der Scheune. Platz schaffen für den Neubau und die ganze Familie ist gekommen zum Helfen und Staunen. Besser, sie geht ein bisschen weg. Schauen wir mal, wo wir dann. Der ist, glaube ich, 10 Jahre mindestens rumgestanden. Und die Reifen mussten aufgepumpt werden. Ne? Und da haben alle gesagt, der ist unverwüstlich, ja nicht hergeben. Aber man muss ein bisschen lernen. So. Als erstes hat man mir beigebracht, dass ich in der Garage unbedingt schauen muss, dass der Rückwärtsgang nicht drin ist oder so, weil der sonst durch die Mauer fährt. Ne? Zum Scheune ausräumen muss erstmal die Durchfahrt freigemacht werden. Genau 50 Jahre alt ist der Massey Ferguson Traktor, war im Traumhauspreis inbegriffen und macht sich schon bezahlt. 35 PS. Aber der Bauherr hat alles im Griff. Handbremse ist wichtig. Und dann geht's ans Demontieren und Ausräumen. Ein echtes Familienevent. Und wie findet Leon Engelbrecht das Projekt seiner Eltern? Eigentlich ganz cool. Also ist alles ein bisschen größer geworden, als wir es gedacht haben, jedenfalls die Kinder. Aber jetzt soll ja da noch dieses Stahlgerüst rein. Das hat sich die Mama ja überlegt und schauen wir mal, wie es ist. Also ich habe ja die Entwürfe auch gesehen schon. Schaut schon ziemlich spacig aus. Passt nicht, muss man mal schauen, wie es dann reinpasst, aber die Mama macht sich schon Gedanken. Bestimmte Sachen braucht man einfach viele Leute, weil teilweise verhungert man einfach, wenn man allein ist oder auch zu zweit. Ja, nein, das ist wirklich schön. Und ich habe es ja noch nie so gesehen, so leergeräumt und so. Und um das ganze Holz vom Wurm zu befreien und somit weiterverwendbar zu machen, haben sich die Engelbrechts etwas Außergewöhnliches einfallen lassen. Ab damit in die Autolackiererei von Christian Zinsberger, in die Trockenkammer bei 70 Grad. Ja, das Holz wird jetzt getrocknet, da das einfach vom Wurm befallen ist. Und Temperatur lässt das Eiweiß praktisch gerinnen. Und durch das wird der Wurm getötet. Und das ist eine natürliche Weise. Und dann ist halt das Holz wieder top in Ordnung. Und ja, ist halt der Wurm hin. Mollnöd gehört zur Gemeinde Triftern, dem nächstgelegenen Ort. Und Autolackierermeister Christian Zinsberger als Gemeinderat freut sich über den Erhalt alter Gehöfte und den Zuzug von Menschen in die Region. Unterstützt solche Aktivitäten gerne. Von seitens der Gemeinde kommt da aber relativ wenig Gegenwind. Warum auch?
Ich meine, wenn man solche Objekte erhalten kann, ist es ja viel gescheiter, wenn man sowas anschauen muss, wie wenn es einfach zusammenfällt. Die ein oder anderen Objekte haben wir. Da muss man wirklich zuschauen, wie sowas langsam verrottet und zusammenfällt und ist halt eigentlich schade. Und haben Sie als Zugereiste eine Chance, hier akzeptiert zu werden? Durchaus. Ich meine, das sieht man ja da bei dem Anwesen. Also ich glaube, dass der Schau, ich meine, ja, die müssen sich schon ein bisschen ändern, weil es ist einfach kein Stadtleben nicht da heraus. Aber die Leute wollen ja das teilweise auch heute. Ich meine, warum rennen solche dann außer von der Stadt? Weil sie sagen, ich will einfach mehr meine Ruhe haben, einfach das Landleben genießen. Und es ist schon ein anderes Leben wie in der Stadt. Also die Stadt ist ja super, ist ja toll, ganz toll. Aber Land ist halt auch nicht schlecht. Gell? Aber dann geht's erst mal den armen Würmern an den Kragen. Die Küche. Alt und neu zusammengewürfelt. Und noch unfertig. Aber an den Wänden viele kleine Kunstwerke, die die Geschichte des Hauses auf ganz spezielle Art dokumentieren. Wir haben dann angefangen, diese lockeren Putzschichten abzutragen. Und dabei ist einfach rausgekommen, dass teilweise in Dutzenden die Schichten übereinander gelagert sind. Und wir haben die dann teilweise mit dem Skalpell, teilweise mit dem Spachtel dann abgehoben. Das waren dann besonders schöne Schichten, also die mir auch von der Farbe unheimlich gut gefallen haben, auch mein Mann. Also sehr schöne Art von Schmuck, ganz einfach, aber man hat doch irgendwie gemerkt, wie wichtig das auch den Leuten war, aus ihrem ja relativ einfachen, schlichten Haus doch ein bisschen so Zierde reinzubringen. Und überraschend auch immer die Farbigkeit, also wie gesagt, die waren blau, grün, wirklich in kräftigen Farben. Und wir haben dann einfach gedacht, das wäre schön, einfach da so Fenster zu lassen. Insgesamt soll das dann auch wieder wie ein Bild aussehen. Die Engelbrechts experimentieren gern mit alten, einfachen Handwerkstechniken. Eine mit Schnur umwickelte Rolle schafft schlichte neue Muster, die zu den vorgefundenen Anstrichen passen. München. Auch hier leben die Engelbrechts in einem denkmalgeschützten Haus aus den 30er Jahren. Das ist jetzt nicht unbedingt so, dass es ein Denkmal sein muss oder was Altes sein muss, sondern es sind da bestimmte Qualitäten. Gegenüber einem neuen, modernen Haus hat es halt irgendwie eine gewisse Romantik, gebe ich schon zu, dass das mit eine Rolle gespielt hat. Und hier ist es die Siedlung gewesen, also auch der Ort, den man in einer Neubausiedlung, wo ihnen ein Areal zugewiesen wird und der Nachbar baut so und der baut so und der baut so. Also diese Einheit, die doch noch da ist, das ist halt hier nur bei so einem denkmalgeschützten Teil zu finden. Die Mustersiedlung Rammersdorf. Eine städtebauliche Rarität in München. Eigentlich von den Nazis als beispielhafte Verkörperung des nationalsozialistischen Siedlungsgedankens gedacht, war das Ergebnis zum Glück nicht nationalsozialistisch getränkt. Beteiligt waren durchaus namhafte Architekten, wie die Brüder Franz und Sepp Ruf, Theo Papst oder Friedrich Heindl junior. Die Siedlung ist bis heute in sich geschlossen, denkmalgeschützt und hat ähnlich der Gartenstadtidee viele Grünflächen und kleine Gärten um die Häuser herum. So pendeln die Engelbrechts jedes Wochenende gewissermaßen von Denkmal zu Denkmal.
Die Pläne für die Glaskuben in der Scheune beginnen sich allerdings allmählich zu verändern. Statt des Stahlgerüsts sollen jetzt Holzstützen die Fenster tragen. Die ursprüngliche Idee war ja wirklich die eines Glashauses, also wirklich nur Stützen und Glas. Und nachdem wir dann diese Fenster bekommen haben, wo der Rahmenanteil relativ groß ist, haben wir uns überlegt, dass wir das Stützen und Fenster wirklich in einer einheitlichen Farbe überstreichen und ja, nach verschiedenen Überlegungen, ob man das nicht sehr dezent grau macht oder ja, auf jeden Fall sehr unauffällig, haben wir uns dann doch dazu entschlossen, sehr wirklich kräftige Farben zu wählen. Das kleinere Gebäude wird jetzt wirklich knallorange und der größere Würfel in eben diesem dunkelblau-grün. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. Ein weißer Pfau. In der Tierwelt so ungewöhnlich wie das Haus, das die Engelbrechts bauen. Und da sie nur Handwerker aus der Region beschäftigen, lassen sie auch ihre Bretter bei einem der letzten kleinen Sägewerke Niederbayerns zuschneiden. »80 Jahre ist Siegfried Erbertseder, hat keine Chance gegen die großen Sägewerke, aber er nutzt sie. Denn wenn er aufhört...« Nein, da wird es wahrscheinlich stillgelegt werden. Oh, ist aber schade, oder? Naja. Gibt es hier draußen denn viel Konkurrenz? Nein, weil die meisten aufhören mit der Gerest. Warum? Weil die großen Sägewerke schneiden am Tag ungefähr 1400 Kubikmeter durch. Und wir schneiden das ein ganzes Jahr. Und da können wir nicht mehr konkurrieren. In Mollnöd ist die Grundplatte für den Neubau mittlerweile betoniert. Und jetzt werden alle nötigen Leitungen in der Scheune verlegt. Fußbodenheizung und alles, was man zum komfortablen Leben heutzutage so braucht. Und dann Besuch von den Nachbarn. Renate Hirsch und ihr Mann Schoß schauen auf einen Zwetschgendatschi vorbei und kriegen eine kleine Führung. Ja, also jetzt setzt sie mal die Fortschritte. Wenn Gäste kommen, die kommen dann in den Glaskasten. Kommen wir dann hin. Kennen Sie das Gebäude, wie es früher war? Ja, Ich zum Teil, meine Frau ist da aufgewachsen. So. Mal die bei uns und die war ja jünger wie ich, die frühere Tochter von den Besitzern. Und da sind wir natürlich als Kinder, war das ein herrlicher Spielplatz. Manchmal haben wir geschimpft worden. Hat schon sein müssen, wenn sie uns nicht gefunden haben. Aber das war schon schön. Ein Verstecker, hinspringen. Genau, jetzt ist mit Verstecken und das muss nicht mehr so viel. Wie finden Sie denn die Pläne der Engelbrechts? Die müssen drin wohnen. Und ich finde es richtig, wenn sie es so machen, wie sie es wollen. Jeder soll so leben, wie er will. Vor allem ist wichtig, dass man altes Kulturgut bei uns erhält. Schon vom Baustil her und alles. Also passt in die Landschaft und ist eine gemütliche Angelegenheit. Hier drin werden jetzt aber so Glaswürfel geplant. Wie finden Sie das? Finde ich toll, weil vom Außen sieht man es nicht und man kann auch drinnen wohnen. Moderne Architektur.
lebt sich's gut hier draußen? Ja, sehr schön. Ich gehe Ja. nicht in die Stadt. Nicht, Kommt möchte aus auch nicht Wirtschaft. woanders hin. Lebensqualität ist höher Bei uns in der Früh sind wir. in der Stadt, bestimmt. Gut, wir müssen überall hinfahren. Freiheit. Aber muss man in der Stadt auch, wenn man wohin will. Das hilft ja nicht. Genau, das wäre die nächste Frage. So die Infrastruktur, Ärzte und sowas. Gibt Da es da sind wir genug? nicht so gut drauf, das stimmt Solange schon. man ein Auto hat, geht's. Man braucht einen Wagen, ja. Und dann kommt endlich der Zwetschgendatschi ins fast fertige Wohnzimmer, dem ehemaligen Kuhstall. Hausspezialität, oder? Das erste Zwetschgendatschi. Wo früher die Körperwärme der Tiere reichte, gibt es mittlerweile Fußbodenheizung und Kamin. Immer wenn was Besonderes ist, Oder wenn man, kann das schnell passieren. oder wenn man vorher was ausprobiert, dann haut es wieder. Die Wände und die Decke bleiben unverputzt. Besonders schön bei dem freigelegten Tonnengewölbe mit seinen malerischen Eisenträgern. Einfach okay. Du auch, oder? Du den jetzt auf die Schnelle gezaubert. Auch das Obergeschoss des alten Wohntrakts ist mittlerweile fertig. Die Engelbrechts haben Respekt vor den Zeichen des Alters. Nicht immer muss alles perfekt restauriert sein, sondern Wände und Mobiliar dürfen, wie unten in der Küche, ihre Geschichte zur Schau stellen. Schön, aber nicht sonderlich praktisch, da schmutzempfindlich, der schwarze Linoleumboden im Treppenhaus. There is a house built out of stone. Im Wohnzimmer fehlt nur noch der Flügel der Engelbrechts. This is a place where I feel